Uri ist zuerst sauer auf den Gregor, weil er ihr nichts gesagt hat von seinem ledigen Burm. Aber danach bringt's die ganze Freundschaft wieder zusammen. In der Schwyz hitten möchte sie Tina von Corby stopfen lassen. Aber der Sascha kommt dazwischen und drum wird nichts draus. Die Leni ist ganz heiß aufs Rezept von der Margot sein Puderkuchen, aber die ruckt's nicht außer. Danach verrat es aber der Sarah und derer auch grad fürs Standl. Der preisische Kellner krampft die Praliner, wo Margot an Gregor zu seinem Purzeltag schenken wollte, und schenkt sie am selben. Leni und sein Alter feiern nachher den sein Purzeltag so, wie wenn er ein kleiner Bub wäre. Kathi kriegt von seiner Mutter ein Tuch geschickt, wo man ein kleines Buzi damit am Leib tragen kann. Das ist aber recht umständlich zum Binden und drum kauft der Sevi ein gescheites Tragsackerl. Der Hubert kommt auf eine Idee, wie er am Volksfest ein Bier teurer machen kann und die Leute denkst gern kämen. Danach möchte er gleich nur ein zweites Bierzeit aufstellen, aber seine Alte bremst ihm ein, weil das Risiko zu hoch ist, dass da draufzahlen dabei. Und schließlich gibt er nach. In seiner früheren Gemeinde hat sich der Pfarrer mit einem verheirateten Weiberleut einlassen. Und die hat sich jetzt schaden lassen und rennt ihm wieder nach und möchte wieder abwandeln.